Ein Mann hat einmal ein Ticket gekauft über Meer vor mit dem Schiff. Aus der Zeit wurde noch nicht sehr viel Informationen gekauft über Telefon und so was alle. Und er hat sein Geld alles verbraucht, um das Ticket zu bezahlen, wenn er will einmal diese Reise merken. Aber er hat sich nicht heute belangt, das Ganze zu dienen. Er hat sich was eten mitgenommen, was Sandwich, da hat er hier eten. Und eens wenn er was Zeit dann wieder dem seine Sandwich alle geworden. Er wird zu eng. Und dann, naja, was soll er denn da am Schiff? Geld hat er scheint weiter. Und dann checkt er an die Kirche an. Und da wir sind schon nicht eten, da kann er dich im Glas sitzen. Und die Menschen, die aten da, wow, der hat es anscheinend eten. Und dann wacht er wieder der auf, als der Monster dann einmal rüberkommt, dann sagt er, ich brauche eine Hilfe. Weißt du was, ich bin bereit, die Ferien abzuwaschen oder was immer, wenn du mir bloß die Reste von das Eten, was die Menschen am Tisch lassen, wenn du mir die Reste geben kannst, dann bin ich bereit, was zu arbeiten. Dann sagt der Monster zu dem, warum sie steht. Na, ich habe nicht mehr Geld, ich habe kein Geld und ich möchte was eten, der Rest der ist noch lang. Dann sagt der Monster, aber warum nicht einfach gehen und eten? Na, ich habe kein Geld. Na, aber du hast doch dein Ticket bezahlt. Ja, das habe ich bezahlt. Wie mal bei dein Ticket? Hier steht geschrieben, dass es alles mit anbetragen, all include. Das bedeutet, alles, was am Schiff ist, das darfst du brauchen, du darfst frei eten. Du hast bezahlt für die ganze Reise, zum Schlafen, zum Eten, zum Trinken, alles, was dir am Schiff geboten wird, darfst du alles benutzen, ohne eins was zu tun. Wenn du das hast, du alle bezahlt. Wow. Das Mensch, der lebt in extremer Armut, sogar hungert, wenn sie nicht wissen, was alles reingemerkt wird für ihn. Das scheint das Leben von manchen Christen zu sein. Manche Christen haben sich nicht wirklich neu gelesen, was die Bibel für ihn hat. Das gibt Christen, die leben emotional und geistlich immer so extreme Armut, bloß nach so einer Welle hupen, dass jemand mir ein bisschen was gibt. Wenn sie nicht wirklich Zeit nehmen, die Bibel wieder zu lernen, Gott seine geistliche Segnungen zu sein, zu erfahren, dann leben sie, naja, ich will sein, dass ich leben, wann ich hoffentlich riecht, dass nach Utem, wann ich stirb, dass ich gerat worden. Aber ich will einfach sich frei, was sie vor dem Himmel abgehalten Gassen sind. Einfach ein Leben traurig, und die anderen Menschen ja das alle scheint, und mir ja das schlecht, wenn sie nicht genug haben. Wenn sie nicht genug an das glauben, was Gott vorbereitet hat. Die Bibel redet ganz klar von Satan, der wegstellen. So sagt uns in Johannes Kapitel 10, Vers 10, sagt der Teufel, als gekommen, um zu stehlen, um das zu merken, alles kaputt zu merken. Aber als sie gekommen, sagt Jesus, als sie gekommen, um ihnen das Leben zu geben und das Leben im Überfluss. Jesus Christus hat Leben im Überfluss. Du kannst das nicht, oder brauchst du das nicht. Das ist deine Entscheidung. Was ist du mit dem Leben? Jana wusste nicht, dass er alles betont hat. Das hat er dir am nächsten Tag gesagt. Oder er hat sich dort nicht informiert. Manche Menschen sehen nicht so nach Jesus und leben einfach, weil man seine Thema leben. Eine Familie, das ist alles kaputt, das geht nicht wieder. Dann frage ich manche, hast du das mal da gebet? Nee. Hast du in der Bibel was gesagt, was die Bibel sagt, auf deine Verheißung hat für dich? Nee. Die Bibel heißt ja bloß zum Beten hier lesen, aber nicht wirklich zum Utnutzen in mein Leben. Die Bibel hat Verheißungen. Sieg in der Bibel nur, was die Verheißung, was Jesus Christus für dich hat. Lebe die ut. Und die werden in deinem Glauben aktiviert. Die Bibel ist nicht bloß ein Buch zum Lesen, das irgendwann du mehr Informationen hast, sondern was will Gott die Bibel spezifisch für dich sagen? Der hat für dich, dass du darfst da frei nennen. Du hast ein bisschen Leben, mehr in deinem Leben, das du nicht brauchst, ist dort leben, als dort ist im Leben. Was ist dein Teil, wo du sollst wieder leben, anders, und dass du einfach den freien Zugang hast? Sie ein Christ, was das beweisen hat, dass Jesus gekommen ist, zum Leben, ein Leben im Überfluss.